Weltfrauentag. Mittags um 14 Uhr auf dem Münchner Marienplatz. Der Katholische Deutsche Frauenbund hat geladen und Frauen aus ganz Bayern kamen. Bewegen heißt die Kampagne, deren Auftakt sie heute feiern wollen. Sie wollen etwas bewegen für Frauen. In der Gesellschaft, aber auch in der Kirche. Vom Firmenunterricht bis zum Erstkommunion-Helfertreffen, von den Pfarrgemeinderäten bis hin zur Mesnerin. Wenn man sich nur vorstellt, die Frauen würden hier nicht mehr arbeiten, wäre eigentlich fast nichts mehr los. Und deshalb, glaube ich, kann man auch durchaus berechtigt mal darüber nachdenken, dass auch eine Weihe von Diakoninnen und Priestern auch mal angebracht wäre. Sie kämpft dafür. Jacqueline Straub, 28 Jahre alt. Ich will Priesterin werden seit meiner Jugend, und zwar, weil ich mich dazu berufen fühle. Ich habe seit meiner Jugend, spüre ich was in mir drin, wo so eine Sehnsucht, wo mir sagt, da vorne am Altar, da sollst du stehen. Jacqueline Straub ist studierte Theologin und lebt in der Schweiz. Seit 8 Jahren kämpft die junge Frau für ihr Anliegen. Ganz bewusst sucht sie die Öffentlichkeit und erntet auch deshalb teils heftigen Widerspruch. Ich bekomme teilweise E-Mails oder auch Briefe von Menschen, die das nicht gut finden, die mich teilweise auch beschimpfen, die auch meine Berufung in Frage stellen und sagen, dass ich als Frau andere Qualitäten habe oder beziehungsweise, dass Gott andere Sachen mit mir vorhat. Doch ihr Anliegen erfährt immer mehr Zuspruch, gerade angesichts der Krise der katholischen Kirche. Ich glaube, dass es eine Revolution von unten gibt. Vielleicht ist Revolution ein zu starkes Wort, aber ich spüre durch die Jahre hinweg mehr und mehr, dass die Menschen ungeduldig sind, zu Recht, und auch langsam wütend, aber eine positive Wut in sich tragen. Dieser Wut verleihen Frauen vergangene Woche bei der Vollversammlung der katholischen Bischöfe in Lingen Ausdruck. Mehr Frauen in die Verantwortung fordern sie und haben 30.000 Unterschriften gesammelt. Die Oberhirten widersprechen nicht, beschließen gar eine Frauenquote. 1/3 des Führungspersonals der katholischen Kirche soll bis 2023 weiblich sein. Doch das Thema Weihe für Frauen bleibt mal wieder außen vor. Es wird ja immer dieses Argument vorgebracht, Jesus hat 12 Männer berufen und darum dürfen auch nur Priester und Bischöfe Männer sein. Aber Jesus hat 12 jüdische Männer berufen. 12 jüdische Männer. Und bei diesen 3 Argumenten wird aber nur eins heutzutage noch berücksichtigt, weil wir haben viel, viel mehr als 12 Priester oder 12 Bischöfe in der katholischen Kirche und jüdisch sind sie auch nicht mehr. Ein Stachel im Fleisch der Bischöfe und des Papstes will sie sein, sagt Jacqueline Straub. Doch so mancher einfache Pfarrer unterstützt sie in ihrem Kampf für ihre Berufung. Mutige Geistliche und Gemeinden etwa in der Schweiz laden sie, die verheiratete Frau, sogar ein, im Gottesdienst zu predigen. Also hier bin ich schon öfters gestanden und durfte predigen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass dieser Teil auch eines Tages Teil von meinem Leben, Teil von meiner Arbeit wird und dass ich als Priesterin dann tätig sein darf. Ihr ganzes Leben lang will sie kämpfen. Für sich und ihre Kirche. Wenn mein Herz nicht für die katholische Kirche pochen würde, dann würde ich das alles gar nicht machen. Dann könnte ich konvertieren, evangelisch, altkatholisch, was auch immer. Und dann müsste ich mir die Mühen nicht machen. Aber ich glaube, die katholische Kirche ist es wert, für sie zu kämpfen.